Hallo zusammen! Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Immobilienwies stellt sich vor. Und eine Gruppe von Jugendlichen aus Interlaken zeigt beim School Dance Award ihr Können. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Satisfaction mit den Rolling Stones in Wankdorf. Im kommenden Sommer wollen die Rolling Stones mit der Tour 60 ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern. Es sind 14 Konzerte in 10 europäischen Ländern geplant. Am 17. Juni werden sie in Bern die Bühne rocken. Gestern Abend hat es in Meiringen einen Waldbrand gegeben. Im Moment ist das Feuer unter Kontrolle, aber der Kommandant der Feuerwehr Meiringen, der Remo Sanchi, hat noch keine Entwarnung geben. Es kann immer noch sein, dass durch den Wind die Flammen nochmal entfachen. Kein kantonaler Mindestlohn. Die Kantonsregierung will nicht mehr von einem Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde für Arbeitnehmer wissen. Stattdessen will sie auf das bestehende System, einen liberalen Arbeitsmarkt mit funktionierender Sozialpartnerschaft setzen. Immobilienwies ist in der Region Thunersee und Bern eine feste Instanz. Der Immobiliendienstleister kann durch sein breit gefächertes Angebot ein Sorglospaket für jedermann anbieten. Ben Abecklen hat mit dem Inhaber Marc Wies gesprochen. Herzlich willkommen bei Immobilienwies in Thun. Geht's dir gut? Wir bieten unseren Auftraggebern ein umfassendes Sorglospaket. Also wenn jemand uns beauftragt mit dem Verkauf von seiner Immobilie, aus was für Gründen auch immer, das können ja jüngere Leute sein, das können aber auch ältere Leute sein, dann nehmen wir ihnen alles ab von A bis Z, also bis zur Schlüsselübergabe und noch darüber hinweg. Wir beraten in den steuerlichen Aspekten, wir beraten in der ganzen Abrechnung der verschiedenen Kosten, die es hat. Das Zügeln ist ein Thema, oft ist auch die Reinigung ein Thema. Die Suche nach einem neuen Eigenheim oder einer Mietwohnung nach dem Verkauf der Wohnung. Sie haben mit uns einen Partner, der immer in der Seite ist. Und das ist alles in unserem Honorar inbegriffen. Es kostet sie erst etwas, wenn wir erfolgreich ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen können. Ich habe den Eindruck, auch, dass die Leute, wenn sie hierher kommen, sich sofort wohlfühlen. Wir sind kompetent, wir sind gut ausgebildet. Ich kenne persönlich den Markt hier seit 1995. 2001 habe ich mein erstes Büro gegründet. Da wir praktisch nur oder vorwiegend in der Region Thunersee tätig sind, kennen wir den Markt und wissen, von was wir reden. Also wenn ich einen Preis sage von einer Immobilie und eine Schätzung mache, dann kann ich hinter diesem Preis stehen. Das ist sicher eine unserer grossen Stärken. Letztes Wochenende fand der Berner School Dance Award in Biel statt. Bei dem Tanzwettbewerb konnten Kinder und Jugendliche ihr Talent unter Beweis stellen. Rebecca Affolter hat die Gruppe aus Interlaken begleitet. Wie es ist, auf der Bühne zu stehen und wie der Name Pizza Crew entstanden ist, erzählen Kim, Jolene, Sarah und Suna. Also ich bin Kim Wettelsberger. Ich bin hier, weil ich mit meinem ADS und ich liebe Tanzen. Es macht mir ganz viel Spass. Ich bin Jolene. Ich bin auch wegen dem Grund eigentlich hier. Also ich bin Sarah Jons. Ich bin ins ADS gegangen, weil ich habe einfach gedacht, ich brauche etwas, ein bisschen Bewegung, so Schule und dann tanzen tue ich gerne. Ja. Ich bin Hannah und ich habe Tanzen sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mal so eine ADS besuchen. Eure Gruppe heisst ja Pizza Crew, habe ich vorhin gesehen. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Also wir waren am Pizza essen und Herr Abi hat sich wirklich falsch angemeldet. Einfach so einen ganz normalen Namen, einfach so Interlaken Ost und so. Und wegen dem haben wir gesagt, ja gut, wir sind in diesem Video am Pizza essen, aber dann haben wir Pizza Ja, und es ist auch noch, jeder einzelne ist ein Stückchen und zusammen gibt es dann die Geldpizza. Wie war es, auf der Bühne zu stehen? Also so am Anfang war es so aufregend und so, oh, zittern und dann, als es war, war es einfach ein mega cooles Gefühl. Ja.
man fühlt sich richtig frei auf der Bühne. Das war's mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Meteor-News-Kollegen haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit dem wunderschönen blauen Himmel über dem Jungfraujoch. Ja, das Hochnoe über Osteuropa, das bleibt stabil. Sein Zentrum liegt heute im Bereich von Rumänien und Bulgarien. Über die Iberische Halbinsel und Marokko hat sich ein neues, markantes Tiefbild. Die Schweiz liegt zwischen diesen zwei Drucksystemen. Und auf der Rückseite von einer schwachen Störung hat am heutigen Montag wieder trockenere Luft den Alpenraum erreicht. Ja, in der Nacht ist es meist bewölkt, im Oberland bleibt es trocken, aber die Wolken bleiben uns bis zum Morgen erhalten und wir messen zwischen 4 und maximal 7 Grad in der Region. Auf den Nachmittag lockert der Himmel dann immer mehr auf und die Sonne schaut auch mal hinter den Wolken vorne zwischen ihnen. Dazu gibt es noch mal einen sehr milden Tag mit Temperaturwert von 12 bis maximal 15 Grad. Im Oberland blasen teils der Föhn und auf den Bergen weht ein starker Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen. Ja, und sonnig und vor allem trocken geht es vorerst auch weiter. Am Mittwoch und Donnerstagmorgen können lokal ein paar Nebelfelder entstehen. Sonst wird es recht sonnig und frühlingshaft mild. Es kann durch den Sahara-Staub in der Luft leicht eisig sein. Auch der Freitag zeigt sich recht sonnig, aber die Beise zieht im Flachland an und windet auch am Samstag zügig. Erst auf den Sonntag nimmt sie dann wieder ab und wir erwarten einen sonnigen Tag am Sonntag. Geniessen Sie das schöne Wetter. Bis ganz bald mal wieder. Alles Liebe. Ade miteinander.